Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Tales of Zestiria. Alter Schwede, meine Fresse, ist das lange her seit der letzten Aufnahme. Der letzte Speicherslot ist noch ein paar Wochen, muss ich fast sagen, her. Ja gut, etwa ein bisschen mehr als eine Woche. Alter, das ist nicht schlecht. Jo, und jetzt gehen wir also hier weiter und ist ja viel passiert in der letzten Folge, wa? Wir haben der Rose kennengelernt, also kennengelernt in Form von der zweiten Amatisierung. Weil ihr Resonanzlevel ja scheinbar so hoch ist, oder fast so hoch ist der von Sorey, dass sie, nicht der Hund, dass sie halt dadurch in der Lage ist, auch zu amatisieren, ohne halt, dass es für Sorey irgendwelche Probleme mit sich zieht. Eigentlich ganz praktisch, war natürlich mit Dissel, unserem Windseraphim jetzt, das heißt mit 2 und so. Dann sollen auch sehr viel stärker im Kampf, nur frage ich mich halt, wie kann ich das irgendwie beeinflussen? Ich meine, angenommen, ich mache die Zuweisung, dann sagt zum Beispiel Layla und Rose zu Beginn des Kampfes und die amatisiert automatisch. Wie kann das da aufhören? Wenn ich zum Beispiel irgendwie sage, ja, jetzt brauche ich Layla, sie soll irgendwie mit Edna amatisieren und so, wie kann ich das selber bestimmen? Naja, werden wir es noch rausfinden, also ich hoffe es zumindest noch. Ansonsten, was war sonst noch? Eben da, das, genau, da wegen Windschritten und so, was da Fähigkeiten habe. Jetzt haben wir Feuer und wir haben Wind. Jo, ist ja krass, wo sind Wasser und Erde? Die fehlen immer noch. Gibt's doch einfach nicht, hey. Mega 覚めたようだね。それは助かった。礼を言うぞ同志殿。天族の腹からよ。スレイです。ライラにエドナ、デゼルにミクリオ。あっちで寝てるのがワンコが喋ってる。ローゼ、目が覚めたんだ。わしはお医師だ。こう見えてもれっきとした天族だぞ。へえ、まさに天族の神秘って感じ。よろしくの。よろしく。私はロゼ。もう慣れたみたい。さあ戻りましょうか。ロゼさんも目覚めたことですし。そういうわけでもないようだ。怖い？叫ぶ？パンチ？遊んでるんじゃない。戻るんだろうが。ちょい待ち。まだ何も見つけてない。で、この遺跡にはまだ先がある。つまりやることは一つ。そう、進もう。確かに遺跡探検はまだ終わってないからな。まだバカンスは終わらないようね。では奥に進みましょう。さあスレイさん。ありがとうみんな。じゃあお医師さん、俺たちもうちょっと遺跡調べます。面白い同志一行だの。気をつけてな。じゃあね、ワンコ天族さん。Verdammt, woher? Also, ich wollte eigentlich einen anquatschen, also sprich die ganzen Punkte nach und nach abgehen. Woher soll ich wissen, dass es nachher nicht mehr geht? Ups. Das lief jetzt ein little bit doof. Ist was? Machen sie anders. Ich lade noch mal ganz kurz einen alten Speicherstand. Ey, sorry, aber es lief mir jetzt gerade ein bisschen. Kann nicht anders, als es so läuft. Ich stelle jetzt den Titelbildschirm. Und lade nochmal einen alten Spielstand. Jo, wie gesagt, ein bisschen unpraktisch, aber hey. Gut, das jetzt mal hier. ボーナススキルのエルムについて。ユニオンが縦並びだとする。ユニオンと違って2個以上並べるだけで発言するわ。連続しグループが10あるってことは。そう。何個並べたかで効果も変わってくる。例えば無属エルム2が2個発言して無属性ダメージ気をつけないといけないのはここにエルム3が発言。エルム。Ja, ja, es kennen bereits alles Leute, es ist einfach nur ein bisschen fortgeschrittener, von dem her. Ich meine, die können da viel erzählen, müssen natürlich alles das ein bisschen austesten, alles andere bringt natürlich nichts. So, mal so versuchen. 何？あのロゼって子だけど簡単に力が通り過ぎる。気絶している間に
勝手にカムイを発現して体を操れるほどね。どういうこと？天族の力に馴染みすぎているのよ。おそらくデゼルが長い間いびつに干渉し続けた結果ね。彼はこれまで何度も意識のないロゼを操ってたんじゃないかしら。そうでないとあの力の通り方に説明がつかないわ。デゼルは復讐のためにロゼを利用し続けてきたってことか。そして彼の望む通りロゼはカムイも発現させたわ。意識を奪えば自由に操ることができる。理想の器に仕上がったってことよ。覚えておくことね。分かった。Guter Hinweis。ずいぶん大所帯になったな。うん、ロゼもデゼルも面白いやつだ。ロゼはともかくデゼルがそれを聞いたら猛然と反論するだろうね。想像できるな。俺この遺跡探検で改めて自分が気負ってたんだって分かった。サンキューミクリオ。僕は心配なんてしてないよ。Und die nächste デゼ bitte. ルさんのことが気がかりですの？まあね。デゼルがヒョウマを殺そうとするのならなんとか止めたいから。いざとなれば私が主審としての権限で陪審である彼を拘束しますわ。そんなことができるんだ。ですがそうしなくて済むのが一番です。主審と陪審とは言いますが、それ以前に仲間でありたいですから。ライラ。デゼルさんも同志であるスレイさんと旅をすれば復讐よりもやりたいことが見つかるかもしれません。彼も天族なんですもの。Okay, so eine interessante Fehlübersetzung teilweise, aber egal. Ich habe sogar das Gefühl, also ich weiß auch nicht, aber irgendwie wegen dem anderen Seraph, ich kann mich noch erinnern, ich weiß den Namen nicht mehr und nicht mehr auswendig, aber es gab noch einen Wind-Seraphim und das klang damals für mich erst, als würde der bei uns auch mitmischen. Aber 2 Wind-Seraphim im Team wäre unlogisch, also rechne ich jetzt momentan damit, dass Dissel wohl irgendwie noch dahin scheinen wird. Aber gut, das ist Zukunftsmusik und so. Übrigens, auch hier wieder ganz gut zu sehen. Dissel. Gut so. Auch ein bisschen weiß drin, okay, aber trotzdem grüne Haare. Grün wegen Wind. Edna so orange-braune, logisch, Erde. Mikio blaue, oder? Ist ja Wasser. Aber Layla, hat ihre roten Haare. Also das fehlt mir jetzt echt hier ein bisschen. So eine Kennzeichnung. Das ist einfach nur deswegen, weil sie eben Hauptherrscherin ist. Gut, jetzt sieht man es hier vielleicht ein bisschen, wa? Naja. Dissel? 何か用か？そう言われたら何もないけど。けどなんだ？俺さ、ロゼとデゼルってなんか好きなんだ。あ？何を言ってる？人と天族が一緒に旅してるのなんて俺たちだけだと思ってたからさ。以前は珍しいものでもなかった。人は俺たちが見えなくても声が聞こえなくともそこにいることを感じ、共に笑い共に泣けた。風の骨のみんなはそうじゃないのか？そうだ。だから俺はデゼル。言っておく。邪魔だけは許さん。たとえお前がどうしてあったとしてもだ。Oh Mann, richtiger Sonnenschein. Egal, wir haben soweit. Jo. Moment, Leute, überspringen es, wir hatten es ja gerade. So, die Legende der Drachen. ドラゴン。八天竜の石像か？いや、数が合わない。ドラゴン信仰の遺物なのは間違いないと思うけど、時代を考えると八天竜伝承の原型にあった信仰かもしれないな。神頼みはわかるとしてもさ、なんでそれがドラゴンなんだろう。どうにもできない力を持った存在、恐怖の象徴だからでしょ。荒神として祭れば助かるとでも思ったんじゃない？あちこち回ったけど足跡も見たことないけどね。
レイフォルクのそばで聞いた雷の音はドラゴンっぽかったかも。本物よそれ。またまた。言ってみればわかるわ。命もなくなるだろうけど。俺たちレイフォルクでドラゴンに会ったんだ。そのドラゴンはエドナのお兄さんで。は？エドナは天族でしょ？不思議はない。ドラゴンは汚れ切った天族が実体化した化け物だから別に謝らなくてもいいわよ。ドラゴンを拝むのがバカみたいっていうのは同意だから。Aber es muss ja theoretisch auch gute Drachen geben. Kann ich mir vorstellen, dass alle Drachen hier böse sind. Aber naja, Moment, war da gerade etwas? Die Nachwirkungen des Krieges! どうなったんだろうな、戦争の結果。さあね。ローランス軍が崩れたのまでは確認したけど。直後にハイランドも将を失い撤退した。勝敗は引き分けといったところだな。あんたもあそこにいたんだ。戦場を見るのが趣味でね。俺がやったことがそのまま結果に結びついたわけか。ライラの言った通りだな。アリーシャやルーカスは大丈夫かな。ルーカスは平気だろう。アリーシャのことはハイランドを信じるしかないね。だよな。とにかく僕らにできるだけのことはやったさ。だよな。そういえば別れたんだ、アリーシャ姫と。うん、マリンドで。アリーシャにはアリーシャの夢があるからね。もしかして私って後釜？そういうつもりはないよ。変な聞き方してごめん。気にしなくていいよ。一緒に行くって自分で決めたんだからさ。逆にお姫様の役を求められても困る。それは分かってる。分かってるのはいいけど即答は失礼じゃない？ Also, ich hätte genau die gleiche Antwort gegeben, um wieder zu sein. Ach, egal. Ja, okay. Gut, wenn wir ganz kurz gucken hier. Nee, ich würde gerne Seraph wechseln. Und zwar, es eigentlich doch so machen, dass Tesla bei Rose bleibt und ich halt ein bisschen zwischen Mikleo, Layla und Entner wechseln. Vor allem Mikleo halt wegen Distanz, oder? Wobei Rose kann es eigentlich auch ganz gut machen. Stufe 20, geil! So, muss ich irgendwas anpassen. Mein Rose, was hat die überhaupt drauf? Okay, der hat Arte. Und ich gerade ein bisschen, aber okay. Habe ich irgendetwas? Ein Salbei noch? Maximal KP, wird ein bisschen weniger. Rose, wenn es natürlich amatisiert und so, sollte schon ein bisschen mehr haben. Man hat es eigentlich so Werte. Es ist Angriff plus Arte-Angriff und Arte Verteidigung. Was mit Tesla ja perfekt war. Wobei eigentlich mit Mikleo. Doch eher fokusmäßig. Egal, ich meine, so in Rose. Wir gehen es doch schon gut, wa? Ja, vor allem Verteidigung sie speziell, also Arte-Verteidigung halt und eher normale. Passt also. Gut, wenn wir sagen, Team ist komplett, war sowieso kein Platz mehr. Ich wollte gerade sagen, ja, hoffentlich kommt irgendwann Alicia doch wieder. Aber es gibt eben das DLC von Alicia Story und ich schätze mal, es wird nach der Hauptstory sein. Obwohl, wie gesagt, es ist gar kein Platz mehr. Also, wir vermutlich Rose irgendwie Platz verlassen hier. Da kommt sie doch wieder dazu. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, Tolne soll es da irgendwie. Kannst du versuchen, aber. Nee. Wir sollen unten durch, wa? Wuff, wuff! So, jetzt kommen wir hier rüber. Moment. Ah, wir dürfen gar nicht verlassen. Ich dachte gerade, wir können mal zurückgehen zum Gucken. Man hat schon lange nicht mehr gezockt, das ist doch nicht mehr. Weil hier hatten wir noch ein Gebiet, genau da, wo wir auch rüber konnten. Mit diesem Windschritt. Natürlich auf dem Falkenkamm oben noch, wa? Aber das ist ein anderes Thema. Da geht es zum Wald. Okay, wo gehen wir jetzt entlang? Hier entlang zuerst mal? Jo. Haha. Ja, und okay, Rose kommt auch mit. Sehr schön. Endlich mal ein komplettes Team. Also 2 Menschen, 4 Seraphim. Okay. Was gehört? Was bin ich jetzt? Ah, da vorne sind schon.
Mal gucken, was wir da jetzt haben. Ein bisschen Camille. Fokus ist eigentlich auch Zoe. Aber Layla kann auch ein bisschen gebrauchen. Ja, ja. Irgendwas Neues? Scheinbar nicht, wa? Bereits alles ausgerüstet. Dann bringt natürlich auch nichts. Gut. Moment. Herunterladbar. Schnell scrollen. Benutzen, wa? Natürlich halt mal ein bisschen benutzen und so. Vorbestellung. Mystische Arte. Mikio, Layla und Alicia. Natürlich ist Alicia jetzt weg, weil wir 2 einsetzen müssen. Wohl eben, wie gesagt, im DLC kommt es wieder zurück. Also Endspieler, Stil der Apokalypse. Ja, alle mal ein bisschen nutzen kann. Von Gegenständen erhalten. Okay. Lalalala. Da gibt es ja viel, wa? Das ist ein bisschen mehr Tales of Figuren und so weiter. Savai, jetzt sind wir uns auch hier, oder? Dass der dazukommen muss. Und übrigens auch was anderes, was ich vorhin offscreen noch, also offscreen beim kurzen Testen gesehen habe. Oh, jetzt schon auch Objekte natürlich, Wertsachen. Genau, wir haben hier Talisman, was sind jetzt schon wieder? Göttliches Artefakte sind ja diejenigen, die eben Zoe braucht, um mit den jeweiligen Seraphim amatisieren zu können. Göttliches Artefakt Feuer. Steht hier Laylas Seele. Gut. Artefakt Wasser. Beweis einen Pakt zwischen Mikleo und Layla. Okay. Erde. Zwischen Edna und Layla. Und da steht es hier. Beweis Nebenherrscherpakt mit Layla als Hauptherrscher. Diesel wird hier nicht erwähnt. Also klingt das echt für mich so, als würden wir ihn irgendwann, irgendwie, wieso auch immer noch, durch einen anderen ersetzen. Aber egal, das wird später mal dazu. Na toll. Wir gingen amatisieren. Ah, jetzt! Also wenig Punkte. Jo, es läuft doch, du schleichender Tritt. Windschreiten, okay. Eine Fähigkeit, die so heißt. Wollen wir ganz kurz. Wieso hat der eine Fähigkeit, die so heißt? Ah, okay. Krass. Gut, dann würde ich auch sagen, das momentan noch bleibt bei uns. Aber Mikleo ist ein bisschen doof für Rose aus der Entfernung. Wobei, wieso eigentlich noch? Ist eher. Ne, machen wir Layla, wa? Wow! Was, sind noch einen starken Viech aus? Moment, was? Okay, aber getäuscht! Ups. Und so stark ich dachte. Dann wieder ein bisschen reinkommen hier in die Steuerung. Unglaublich, war. Über eine Woche gezockt, man kann so viel verlernen. Na, das geht wieder. War doch einfacher als erwartet. Windschreiten. Ja. Das auch schon herausgefunden. Danke für den Hinweis. Ich glaube, Erfahrungspunkte lohnt sich hier noch, wa? Okay, Rose. Sie hat da es. Wie kann ich bewirken, dass sie amatisiert? Ich muss doch irgendwie selber steuern können. Das wäre natürlich geil. Nee, sollte schon eher. Verdammt. Mache ich das nach Kampfaktionen? Nee, hier geht das nicht. Da muss ich irgendwo gehen. Ist natürlich durch Knopfdruck und so.
Und sie haben keine Chance. Ich sehe gerade, wo kann ich da was steuern? Ich kann nichts steuern. Ja, guten Talent anlocken, sehr schön, danke. Okay, von oben. Oh Mann, der war zu doof. Göttlicher Tigersturm! Oh, wechselt so. Wie kann ich jetzt die beiden irgendwie amortisieren? Jo, das könnte noch knifflig werden. Scheiße. Muss jetzt hier. Was zum... Wo ist der Schalter hin? Ganz kurz, vielleicht kann ich ja Fluchtobjekte ausrüsten, Optionen, Figurenwechsel, Kampfaktionen bestätigen. Steuerungsmodus automatisch. Verdammt, wie geht denn das? Options so wechseln, wenn ich jetzt sagen würde, amortisieren, war. Moment, ich wollte gerade. So, jetzt. Okay, so geht's theoretisch, weil er so irgendwie amortisieren kann, aber. Oh, verdammt, das war falsch, Entschuldigung. Aufgelöst. Also, wer selber amortisiert war. Level up für Mikleo. Das ist vielleicht hier bei Strategie, war? Das bei Rose sage. Ich soll zum Beispiel sagen, sie soll starke Gegner angreifen, wa? Weil ich mache es ja selber, Angriffsrate. Schnell weg mal Rate, Nahkampf, ja, schön. Steht nichts mit Amortisieren, wa? Stößt nur während der Amortisierung einsetzen. Ja gut, das lassen wir. Man muss halt echt irgendwie so gucken, dass, wenn ich das Gefühl habe, yo, Rose muss amortisieren, damit ein bisschen eine größere Chance haben, dass er sie dann halt kurz selber steuere. Mit Options, da geht das zwar, aber auch wenn ich es ein bisschen mühsam finde. Dann kann halt, okay, amortisieren, gehen wir wieder zurück und dann, wobei es löst wieder auf, ja. Ja, da müssen wir noch gucken, Leute. Aber gut, das und vieles mehr dann hoffentlich wieder in der nächsten Episode hier bei Tales of Cestiria. Was willst du hier? Werwolf. Oh, da stand Wind. Machen wir ein anderes. Zack. Amortisierung. Jo, läuft. Krass, war. Ja, doch, gibt noch relativ gute Erfahrungspunkte. Fast alle Level 20, geil. Nun gut, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Tales of Cestiria. Ciao zusammen.